What the fuck? Scheiße. Oh, Scheiße. Hey, schauen das an. Hey, schauen das an. Nice. Also, dann suchen wir uns rein. NHL 22 offizieller Gameplay-Trailer. Ich hoffe, man sieht auch mehr von Gameplay als noch beim anderen Trailer, wo noch Cutscenes sind. Welcome to NHL 22, the first NHL game built on the Frostbite engine and powered by next-generation consoles PlayStation 5 and Xbox Series X and S. With the introduction of Superstar X Factors, the Frostbite engine, augmented reality UI, enhanced stick physics, and much more, the NHL franchise is delivering not only the best gameplay, but the best looking. Das erste Gameplay war, gerade mal schauen, 1, 2, 3, das ist gerade das 5 gegen. Das erste Gameplay, das zeigen, ist das 5 gegen 3. Enhanced stick physics and much more. The NHL franchise is delivering not only the best gameplay, aber but the best looking game to date. Reagiert nicht wirklich so gut. This is breakthrough hockey. For the first time ever, the Frostbite engine comes to the NHL franchise, bringing massive aesthetic upgrades to both current and next-generation consoles. With breakthrough visual detail in every hit, deep, and shot, improvements can be found on a macro and micro level, including atmospherics such as flares and snow. Nice. We've upgraded facial animations and likeness, even so far as to enhance the detail in eye movement and facial expressions that react to the changing environment and events around them. On top of also grafisch, wow, guck mal, ein perfektes Standbild. Auch da sehen wir, wie es so drin spiegelt im Visier. Also Grafik, Frostbite Engine, sieht gut aus, aber das sind alles Cutscenes und Nachaufnahmen. Das interessiert ja während dem Spiel nicht, das überdruckt man dann ja alles. Aber es sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Und für Videos könnte das cool wirken, wenn man so Sachen hat. For that, detailed enhancements on both player models and game environments have been ramped up, giving both unique character and authenticity. Wow, shit, das sieht This geil also aus. includes micro details on uniforms. What the fuck? Geht zurück. Scheiße, also Details brutal. Hey, schau das an. Einfach das Klebband, das du siehst und alles. Nice. Forms, higher resolution ice, das and Eis 3D sieht geil ice spray aus. that interacts with the environment and can even spray on the camera during replays. Lastly, the physically based dynamic lighting system powered by the Frostbite engine unifies all elements within the game. Now, materials like cloth, Oh, Scheiße. Hey, schau das an, die einzelnen... Also Grafik, okay, Frostbite, ein richtig geiler Schritt nach vorne gemacht. visors, and helmets react realistically to light. Metal shines like metal. Glass reflects the game in real time. Oh, geil. And ice glitters depending on the amount of stress caused by the action on the ice. With all these upgrades, NHL 22 makes every rink look and feel like the real deal, including a certain arena that will be hosting its first ever NHL contest this upcoming season. Superstar X. Also grafisch muss ich sagen, top. Gefällt mir, aber eben, hat auf Gameplay gar keine vielleicht hat es auch auf Gameplay gewisse Einflüsse, aber weniger. Sieht schön aus, wunderprächtig. Die Frage ist, wie geil sieht es denn aus und die Animationen im Game selber. Bisher, eine Minute 50 fast durch, wir haben einmal für 3-4 Sekunden Gameplay gesehen. Und das ist der offizielle Gameplay-Trailer. Hallo? Aber vielleicht jetzt. Game-changing gameplay advancement, inspired by the unique characteristics of the NHL's best talent that allows you to unleash signature player abilities and elevate the stars of the sport like never before. It's always been a goal of ours to differentiate star players from the rest of the league. Okay, so superstar abilities, advanced power and accuracy on one-timers, okay. Increased ability to the one-timers from less than... Ja, mein Englisch. Ideal Passes. Ja, ihr wisst, ihr könnt besser Englisch als ich. Aber das ist geil, das ist so neu, so Fähigkeit, aber ob denn das auch... Vielleicht gibt es sicher ein paar, die dann vielleicht overpowered sind und nimmst immer die, weil dann weißt, wenn du das machst, dann geht der Schuss rein und dort geht es immer. Die Frage ist immer, wie viel Einfluss hat das? Ist es overpowered, dass du weißt, ja, wenn du die und die Fähigkeit da drin hast, dann gehen die Schüsse von dort einfach zu 90% rein? Oder ist es dann vielleicht sogar gar nicht so stark und darum auch nicht so relevant? Das ist die grosse Frage. Das ist, finde ich, immer heikel, so Spezialfähigkeiten. Aber finde ich cool, wenn es so, wie sie ja sagen, den X-Faktor drin hat. And with the arrival of X Factors, you'll feel the special traits of each superstar through specialized gameplay mechanics and visual differentiation. We divided X Factors into 6 categories: shooting, skating, passing, hockey IQ, defense, and goaltending.
The game features 29 different Superstar X-Factor abilities assigned to players in 2 tiers. Elite Shooting Out of DX. Okay, das ist geil. Das ist natürlich geil. Superstar Abilities. Okay, das sind dann noch die Unterfähigkeiten. Das ist die Hauptfähigkeit, die er hat. Und das sind noch die Nebenfähigkeiten. Okay, Tape to Tape ist natürlich sehr geil. Third Eye. Okay, also sieht cool aus. Premier Zone abilities and secondary Superstar abilities. So whether it's Matthew's patented toe drag wrister, Seth Jones' uncanny ability to intercept pucks. What the fuck, das hat jetzt gerade geil ausgesehen. Schauen wir das nochmal an. Ein bisschen slow down. Wrister, Seth Jones' uncanny ability to intercept pucks. Wow, habt ihr das gesehen? Ich meine, er verliert noch, aber dann nimmt er ihn mit dem anderen Schlittschuh wieder mit. Wir gehen nochmal ein bisschen runter. Mit dem Schlittschuh da. Mit dem Schlittschuh führen nicht. Wow, hammergeil. Or Vasilevsky's acrobatic robberies, you'll be able to recreate the league's most iconic abilities and use them to gain an edge over your opponent. Makes a move in front. He scores! Superstar X-Factor span all positions in game modes, bringing a new layer of class-based strategy, differentiation, and authenticity. Aber, okay, man sieht hier oben immer seine Fähigkeit, das ist richtig für Check. Aber ich finde es schade, jetzt haben wir hier dann so Gameplay-Sachen und sie tun das wieder. Da sehen wir schön Gameplay und alles. Und dann, wenn es relevant wird zum sehen, dann gehen sie auf so eine Cutscene-mäßig. Superstar X-Factor span all positions in game modes, bringing a new layer of class-based strategy, differentiation, and authenticity. Speaking of authenticity, we are now doing more with the stick physics to realistically simulate stick-on-stick and stick-on-body collisions. The end results are more accurately represented puck battles on both offense and defense. For instance, attacking players are now able to protect against a defender's stick and drive to the net with force. More outcomes are dictated by proper body positioning, which decides whether stick interactions get driven. Zurück. Gerade 2 Sachen schnell gesehen nacheinander. Also zum einen das hier gerade. Richtig geil, dass du wegdrücken kannst. Das ist richtig geil. Aber das Relevante, was ich gerade gesehen habe, habt ihr das gerade gesehen? Wie der Stock, er wird eigentlich so reingehen und dann wird der Stock bounce ihm wieder zurück. Hure geil. Vielleicht sehen wir es mal nachgehen. Zack, bounce ihn zurück. Da sehen wir es nochmal. Und da, wer hat es gesehen? Wer hat es erkannt? Wer hat erkannt, was da wie er umgeht? Ich gehe nochmal zurück. Jetzt müssen wir mal schauen, wie er umgeht. Okay. 3, zack. Und er geht seitwärts auf die Schulter an. Sonst sind doch die immer so gegen Führung geht und gerutscht. Neue Animation, wo mehr Realismus gibt. Man ist ja logisch, dass er so ihm haut ja die Kuh von weg und dann gehst du auf die Seite. Richtig geil. Das gefällt mir. Ist zwar eine Kleinigkeit und vielleicht nicht so relevant, aber geil. Interactions get driven through or lead to penalty calls. Our new augmented reality broadcast system animates on top of the action in real time throughout the game, including when one of your special abilities are performed to give you an understanding of its impact. Oh, geil. Das ist geil. When an exceptional highlight reel moment occurs, 3D graphics will appear over your player, letting you peacock against your opponent that much more. Das ist nicht nur für den Trailer, sondern das ist wirklich so. Aber was ich geil gefunden habe, ist das hier. Nach dem Goal-Schiessen blinkt es da oben Spieler auf. Sonst war es ja immer so wieder die erste Wiederholung oder unten in der so gesagt Taskbar, in den Fußzielen ist das gekommen. Und jetzt direkt nach dem Ding zeigt es so an. Das ist ja viel geiler, weil ich denke immer so zurück bei den Videos, wo ich geschnitten habe, immer gefragt habe, hey, wer hat das Goal gemacht? Wer ist das gewesen? Und dann haben wir das nicht zeigen, weil sonst wäre das Video einfach etwa 5 Minuten länger gegangen, weil man das immer hätte müssen noch abwarten. Und das ist ja richtig geil. Und auch das ist wirklich offizielles Replay so. Occurs, 3D graphics will appear over your player, letting you peacock against your opponent that much more. Also, the system injects information instantaneously to the game, helping you manage your strategy in real time without having to exit the game. These augmented, hyper-real moments elevate the broadcast quality, giving a modern, sleek look to gameplay, all while improving game flow speed, up to as much as 50%. From visual improvements, play innovation, we set out to give NHL 22 a new look and feel for the new generation. The Frostbite engine, Superstar X-Factors, and augmented reality graphics are set to deliver the greatest leap forward that the franchise has ever seen. This is Breakthrough Hockey. Breakthrough Hockey. This is NHL 22. This is NHL 22. Bam! Ich muss sagen,
das hypt mich schon auf das neue NHL. Auch wenn der Trailer in Sachen Gameplay, sind wir ehrlich, nicht wirklich viel gezeigt hat. Sehr vieles war noch aus dem Reveal-Trailer, Cutscene oder so von der Wiederholung und allem, um einfach mal die neu verbesserte Grafik noch mal ein bisschen zu zeigen und halt das Feeling überbringen, damit es einen ein bisschen hype. Typisch halt Trailer auch. Es war ja nicht nur Gameplay, sondern es ist halt ein Gameplay-Trailer und für das ist er richtig geil. Man hat ein paar Sachen gesehen. Weiß aber gleich noch nicht. Aus meiner Sicht, ich weiß noch nicht, wie wird das Spiel sich spielen, wie wird es sich anfühlen, wie wird das sein, wie ist KI und alles. Das hat man aus dem Trailer gar nicht herauslesen. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich auf NHL 22 und ich hoffe, ihr freut euch auch auf den Titel und allenfalls auf Videos, neue Videos von mir mit NHL 22. Vielleicht gehen wir zurück zu den alten Stärken und machen wieder eine Saison mit dem HCD. Wie würde das feiern? Würden ihr das auch feiern? Lasst mich das unbedingt wissen.